Guten Morgen. Schön, dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt, an diesem Sonntag. Wir sind letzten Sonntag in die Serie «Rechnen mit Gott» gestartet. Ihr seht das Slide. Und tatsächlich, es geht um Finanzen. Es geht uns aber, ich möchte das nochmal wiederholen, nicht darum, dass wir als Kirche mehr Finanzen bräuchten, sondern uns ein Anliegen, warum wir die Serie machen, ist, dass wir uns wünschen, dass Gott ein Faktor in unserem Umgang mit unseren Finanzen werden. Wir stehen als Christen oft in der Gefahr, dass wir so das Thema Finanzen versuchen, wie so ein bisschen abspalten vom Christsein und dass wir wie so ein bisschen sagen, hey, Gott nachfolgen, glauben und so weiter, alles super, solange bis es irgendwo mit dem Geld zu tun hat. Aber wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass Jesus enorm viel über Geld geredet hat. In der Bibel wird das Thema oft thematisiert. Und wenn die Bibel so viel zu dem Thema sagt, dann möchten wir auch anschauen, was dort drin steht zu dem Thema und möchten uns mit dem beschäftigen. Ich glaube, letztendlich, das werdet ihr merken, bei dem Thema geht es immer um unser Herz. Weil es wenig Themen gibt oder wenig Sachen gibt, die so schnell sich irgendwo mit unserem Herz verbinden. Und wir werden merken, auch heute, irgendwo, schlussendlich geht es immer wieder zurück auf unser Herz. Letzten Sonntag haben wir angeschaut, dass die Bibel uns auffordert, uns bezüglich unserem Besitz und unseren Finanzen als Verwalter zu sehen. Dass das, was wir haben, uns von Gott gegeben ist und anvertraut ist, um mit dem gut umzugehen. Und wir haben angeschaut, dass es für Vorteile hat, wenn wir uns so sehen. Und auch angeschaut, was es heisst, ein guter Verwalter zu sein. Wenn du nicht dabei gewesen bist, dann hast du etwas verpasst. Nämlich haben auch alle 5 Franken anvertraut bekommen. Und jetzt nimmt es mich an dieser Stelle ganz schnell Wunder, was habt ihr gemacht mit diesen 5 Franken? Wer hat die 5 Franken noch? Ehrliche die Hand hoch. Doch, ein paar haben es noch, genau. Wer hat denn alles irgendwo investiert oder weggegeben, etwas angestellt damit? Auch ein paar, sehr gut. Wer hat seine Kollekte tun? Hat es auch ein paar? So gut, danke. Das ist lieb. Genau. Also wenn du letzten Sonntag nicht dabei gewesen bist, dann kannst du die Predigt im Podcast nachhören, das Video auch online. Es ist die Grundlage von dieser ganzen Serie. Darum, je nachdem, kann es wichtig sein, das noch nachzuhören. Verwalter sein. Aber die Frage ist dann, für was? Als Christen hat uns Gott ins Reich Gottes hineingestellt. Sind wir ein Teil von seinem Reich. Und was Gott möchte, ist, dass wir aktiv teilnehmen an seinem Reich, dass wir es verbreiten, dass wir uns einsetzen dafür. Und so sind wir als Verwalter ins Reich Gottes ein Stück weit auch hineingestellt. Gott hat uns mit Ressourcen ausgestattet, die wir als gute Verwalter in seinem Sinn nutzen sollen. Dazu gehört natürlich auch, dass wir für uns sorgen, dass wir für unsere Nächsten sorgen, dass wir uns die Finanzen, die Ressourcen, die wir haben, in dem Sinn einsetzen. Aber als Verwalter im Reich Gottes sind wir eben ein Stück weit auch handlungsbevollmächtigt und eben auch beauftragt, mit dem, was Gott uns anvertraut hat, in seinem Sinn zu handeln. Und was ich mir wünsche, was mein Gebet für heute ist, dass wir Freude an dem entwickeln dürfen. Dass wir Freude an dem bekommen. Dass es nicht etwas ist, wo irgendwie einen Druck auslöst oder etwas, sondern dass es eine Freude auslöst und sagt, hey, ja, Gott hat mir etwas anvertraut. Hey, ich kann etwas machen mit dem. Um das soll es gehen, heute. Die Frage ist natürlich immer, was heisst es? Das, was wir haben, im Sinn von Gott einzusetzen. Um was geht es in dem hinein? Wie ist das gemeint? Und wir steigen ein mit einer Bibelstelle in Matthäus 6, Vers 19 bis 20, wo uns so ein bisschen auf diese Spur führen kann. Jesus sagt dort, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Vers leset. Früher, als ich den gehört habe, habe ich mir gerade so ein
Himmelskessel vorgestellt oder so eine Schatztruhe im Himmel. Und immer wenn ich irgendwie etwas Gutes mache oder wenn ich etwas für Gott tun hätte, dann ist dort so eine Himmelswährung oder so ein Himmelsbatzen eingezahlt worden, irgendwie drin hineingegangen. Ich weiss nicht, bin ich der Einzige, der das so manchmal sich vorgestellt hat, oder ist das... Okay, gut. Ich bin froh, bin ich nicht der Einzige. Aber ich glaube, Jesus ist da gar nicht um das gegangen. Ich glaube, es ist ihm um viel einen anderen Punkt gegangen, nämlich darum, das, was wir haben, in Sachen zu investieren, die wirklich bleiben. Wenn wir uns fragen, was sind denn so himmlische Schätze? Weil eben eine Himmelswährung gibt es in dem Sinn nicht. Aber das sind die Sachen, die das Leben da überdauern. Es sind Menschen, es sind Beziehungen, vielleicht all das, was du innerhalb von Beziehungen anderen Menschen da hast. Es ist dein Charakter. Und es ist alles, was du auf irgendeine Art und Weise Reich Gottes freisetzt oder ins Reich Gottes investierst. Wenn du jemandem vergisst, dann ist das auch etwas, was einen ewigen Wert hat. Etwas, was bleibt. Wenn jemand durch dich Gott kennenlernen kann, dann ist das etwas, was bleibt, was Bestand hat. Das sind die Sachen, wo die Schätze im Himmel sind. Dein Charakter, den wirst du irgendwann mitnehmen, dein Portemonnaie nicht. Deine Beziehungen, die gehen über das Leben raus. Dein Besitz wird es nicht. Der wird irgendwann da bleiben. Das Reich Gottes, das wird bestehen. Alles andere nicht. Jesus ist es darum gegangen, dass wir erkennen, was wirklich, wirklich einen Wert hat. Was wirklich bleibt. Und wir sind so oft in der Gefahr, diesen Sachen einen Wert zu geben, die eigentlich gar nicht lange heben. So schnell legen wir einen Wert oder einen Fokus auf unseren Besitz, auf die Sachen, die wir haben, aufs Haus, aufs Auto, auf unser Bankkonto. Aber all das sind Sachen, die von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen werden. Was die Welt uns lehrt, ist, dass wir reich sind, wenn wir möglichst viel auf dem Bankkonto haben, möglichst viel Geld und Besitz. Jesus lehrt uns ganz ein anderes Bild von Reichtum in dieser Stelle. Und er sagt, hey, nicht irdischer, materieller Reichtum ist das, was wir uns anhäufen sollen, sondern ein himmlischer Reichtum. Die Sachen, die bleiben, die Sachen, die ewig Bestand haben, die dir niemand mehr stellen kann. Und das ist vielleicht die erste Frage, die sich jeder von uns heute Morgen stellen kann. Wie sieht das in deinem Leben aus? Was ist für dich wertvoll? Streckst du dich mehr nach irdischen Schätzen aus oder nach himmlischen Schätzen? Oder man kann es auch noch ein bisschen umformulieren. Was sehen andere, wenn sie dich anschauen? Sehen sie in erster Linie deinen irdischen Wert oder sehen sie den himmlischen Wert? Und ich sehe in diesen Sachen, wir sind schon voll im Thema wieder drin, es geht eben auch immer ums Herz, weil die Sachen sind alles mit unserem Herz verbunden. Ein Lebensstil haben, der sich nach diesen himmlischen Schätzen ausstreckt, glaube ich, macht effektiv reicher, macht glücklicher, macht freier, ist ein viel erfüllteres Leben. Ich mag mich erinnern, als ich nicht mehr gerade Teenie war, aber ein Jugendlicher, wo ich mich investiert habe in unsere Jugendarbeit. Und da hat es manchmal Übungen gegeben, wo du am Schluss todkaputt ins Bett hineingefallen bist. Aber das Glück, die Erfüllung, die ich in diesem Moment hatte, wo ich ins Nest gefallen bin, das ist nie zu vergleichen, wie wenn ich mir ein neues Handy oder sonst irgendetwas kaufe, wenn es irgendwas Materielles, das ist kein Vergleich. Das sind die Sachen, oder? Die kann dir niemand stellen. Und Jesus war recht radikal, wenn es um diese Sachen gegangen ist, wenn es um Geld und Besitz gegangen ist. Er hat sich radikal gegen alles gestellt, was die Welt sonst so lehrt. Und das haben wir schon ein paar Mal gemerkt, im Reich Gottes gibt es oft so Prinzipien, die völlig gegensätzlich sind zu dem, was die Welt lehrt. Die Welt lehrt uns Selbstverwirklichung. Schau auf dich. Und Jesus lehrt uns Selbstverleugnung. Die Welt sagt, hey, schau zuerst für dich selber. Jesus sagt, hey, schau auf mich. Schau für andere. Und auch im Umgang mit Geld und Besitz ist es eben genau gleich. Die Welt lehrt uns, hey, nimm, schau, dass du so viel wie möglich überkommst. Und Jesus sagt, gib. Im Lukas 6, Vers 30, mega herausfordernd, gib jedem,
der dich um etwas bittet, und fordere nicht zurück, was man dir genommen hat. Klare Ansage. Und keins, hey, aber nur wenn das der andere bei dir angemacht hat und es irgendwo ausgeglichen und fair ist. Und in der Apostelgeschichte 20, Vers 30 lesen wir, dass Jesus sagt, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Vielleicht die aktiv mitdenken, wäre das Apostelgeschichte, aber es ist der Paulus, der das schreibt und der sagt, denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Und diese Aussage, die müssen wir wieder im Kontext von dieser Verwalterschaft sehen. Dass das, was wir haben, uns von Gott anvertraut ist, um es in seinem Sinn zu brauchen. Und es geht hier nicht um sinnloses Geben, sondern um ein Geben im Sinn von einem Verwalter, der verantwortungsvoll mit dem umgeht, was er hat und wo etwas versucht anzustellen mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Das Ziel ist nicht, einfach möglichst nichts mehr zu besitzen und einfach möglichst alles irgendwo weggeben. Aber was Jesus da immer wieder betont, was wir immer wieder sehen, ist, dass er das Prinzip der Grosszügigkeit lehrt. Grosszügigkeit per Definition ist die Bereitschaft zu teilen und etwas zu geben, wo grösser ist als das, was als selbstverständlich angeschaut wird. Und spannend ist, dass Jesus nicht einfach sagt, hey, gib, weil alle anderen so arm sind und weil wir jetzt irgendwo da ausgleichende Gerechtigkeit machen und dafür sorgen, damit alles irgendwo gleich verteilt ist. Das gehört schon auch dazu, der Aspekt gibt es auch. Aber was Jesus damit auch sagt, ist, oder eben, was wir sehen in diesen Stellen, ist, dass Grosszügigkeit auch einen Einfluss auf dich selber hat. In der Apostelgeschichte 30 heißt, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, Geben macht glücklicher als Nehmen. Und ich meine, dass der überkommt, sich freut, das ist eigentlich der Normalfall, das wissen wir. Wenn du etwas überkommst, das löst etwas aus, das gibt Freude. Aber das ist genau nicht das Gegenteil. Aber Jesus sagt, hey, wer gibt, der wird noch glücklicher, der wird noch gesegneter. Das macht auf den ersten Blick vielleicht nicht Sinn, aber wenn wir ein bisschen genauer darüber nachdenken, merkst du vielleicht, wohl, eigentlich überrascht es mich nicht, weil so instinktiv oder tief in unserem Inneren hinein wissen wir es eigentlich. Ich meine, wer liebt alles so Sendungen, wo Leute mit Grosszügigkeit überrascht werden, wie Happy Day oder sonst irgend so etwas. Wir lieben es doch, so Sendungen zu schauen, weil es eine Grosszügigkeit ist und weil es so schön ist, das zu sehen, wie Menschen die Grosszügigkeit erfahren und weil es eben auch schön ist, wenn Menschen grosszügig sind mit anderen. Und sogar die Wissenschaft bestätigt uns, Geben macht glücklich. An der Uni Zürich haben sie ein Experiment durchgeführt, so eine Studie, wo zum Schluss gekommen ist, dass grosszügige Menschen glücklicher sind. Und nicht einfach nur die Menschen, die schon mega viel hatten und aus ihrem Überfluss heraus einfach grosszügig sind. Und trotzdem ist es, obwohl wir es eigentlich wissen und uns die Wissenschaft eigentlich bestätigt, fällt es uns oft sehr schwer, grosszügig zu handeln. Wir sind meistens Fan davon, wenn wir es beobachten können, wenn wir es sehen, aber wenn es nur um uns selber geht, fällt es uns irgendwo doch wieder schwierig. Und genau das zeigt uns wieder, wie tief das etwas ist, was mit unserem Herz zu tun hat. Wie fest dass das ganze Thema, unserem Besitz und unsere Finanzen, sich an unser Herz anklammert und es uns schwer macht, um nach dem zu handeln. Aber was wäre, wenn da wirklich noch so viel mehr Segen für uns parat wäre, wo wir oft verpassen? Was, wenn wir wirklich Freude an dieser Grosszügigkeit entdecken und es uns immer einfacher fallen, zum grosszügig zu handeln? Ich habe euch einen Clip da, der mich inspiriert hat in den Vorbereitungen, wo ich hoffe, dass er euch auch inspiriert. Kannst du den bringen? Machen es sonst gar noch dunkel, genau.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Ja, so ein schöner Clip ist, es ist Werbung. Und der andere ist noch für den falschen Gott runtergeknündelt. Egal. Aber der Clip sagt so viel aus. Und ich weiß nicht, wieso gegangen ist, der bewegendste Moment, oder? Das ist der, wo er das Geld möchte geben und das Kind ist nicht da. Und dann ist sie in der Schule. Und es ist fast unmöglich, das zu schauen, ohne dass einem fast Tränchen kommen. Ich glaube, es hat sogar mal eine Internet-Challenge gegeben, wo es versucht haben herauszufinden, wer kann den Clip schauen, ohne dass ihm Tränen kommen. Aber warum? Warum löst das in uns aus? Weil die Grosszügigkeit von dem jungen Mann etwas bewirkt hat. Weil es etwas gemacht hat. Weil es das Leben verändert hat. Und das ist der Punkt. Grosszügigkeit hat Auswirkungen. Und wir sehen das durch den ganzen Clip, oder in all diesen verschiedenen Leben und in den verschiedenen Arten und Weisen, wie sie ausgelebt worden ist in diesem Clip. Grosszügigkeit ist etwas begeisternd. Es steckt an. Wir sehen, wie die Frau dort, die Standverkäuferin am Schluss selber anfängt, grosszügig zu sein und weitergeben. Und in der Vorbereitung zu dieser Predigt, nicht einfach der Clip, aber auch andere Storys, die ich gelesen habe, die in mir eine Begeisterung nochmal geweckt haben für Grosszügigkeit, für grosszügiges Handeln. Und das ist mein Wunsch, um das in uns allen heute wecken. Eine Begeisterung für, hey, ich kann grosszügig sein und ich kann etwas bewirken. Ein Schlüsselbild in der Bibel, wenn es um Grosszügigkeit geht, ist im 2. Korinther 9, 6 bis 8. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das.
So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Das ist das Bild vom Säen, wo die Bibel immer wieder braucht, wenn es um Großzügigkeit geht. Ich habe da ein bisschen Saatgut mitgenommen und extra was Oranges genommen. So. Das, was wir haben, unseren Besitz, ist wie so Saatgut. Und ja, du kannst es behalten für dich und brauchen, um davon zu leben. Und das ist ja völlig legitim. Aber wenn es du loslässt und zu fruchtbaren Boden geht, dann kann es ein Vielfaches an Frucht bringen. Es ist viel spannender, als einfach selber zu behalten und für sich zu brauchen. Und solange du in deiner Hand hebst, kann nichts damit passieren, kann nichts daraus entstehen. Aber sobald du loslässt, hat es das Potenzial, um sich zu vervielfachen. Und Verwalterschaft, es braucht beides. Natürlich braucht es auch das, dass du selber kannst leben, dass du für dich kannst brauchen, den eigenen Gebrauch. Aber es ist eben auch dazu da, zum Säen und weitergeben. Und das ist die tiefe Wahrheit, wenn es um Grosszügigkeit geht. Dass nur wer gibt, effektiv auch etwas bewirken kann. Egal, ob das Zeit, Energie oder deine Finanzen sind. Wer es behaltet, der lässt die Möglichkeit aus, um etwas zu bewirken. Das Potenzial von dem, was wir haben, bleibt ungenützt. Was du behaltest für dich, ist in dem Sinne auch alles, was du hast. Und erst wenn es du gibst, kann es Gott brauchen und kann Gott etwas damit machen, kann er es multiplizieren, kann daraus etwas entstehen. Und ich glaube, Großzügigkeit startet dort, wo wir uns das bewusst werden. Du kannst etwas bewirken. Aber solange wir es in unserer Hand behalten und nicht bereit sind zum Loslassen, ist das Potenzial blockiert. Und das Interessante ist ja auch, wer es loslässt, hat nachher die Hand wieder frei, um auch wieder überkommen. Du kannst etwas bewirken in dieser Welt. Deine Finanzen sind nicht einfach nur Besitz, sondern sie sind Möglichkeit. Sie sind Potenzial. Die Frage ist, was wir damit machen. Versuchen wir uns doch mal vorstellen, was wir eigentlich alles könnten mit dem bewirken, was wir haben. Du kannst Leben retten, verändern. Du kannst Not lindern, Ungleichheit ausgleichen, auch gerade weltweit. Du kannst das Königreich Gottes freisetzen. Du kannst Glauben stärken. Du kannst Möglichkeiten schaffen, wo vorher keine Möglichkeiten waren. Du kannst Segen geben. Du kannst anderen Freude schenken. Du kannst Menschen zu weiterer Großzügigkeit anstecken, wo es sich vervielfacht und weitergeht. Mir hat mal jemand Teilnahme an einem Missionseinsatz gezahlt, weil ich dort kein Geld hatte, um mitzugehen. Das hat mein Glauben und meine Beziehung mit Gott verändert. Da ist etwas passiert. Das war Samen, der etwas bewirkt hat. Und diese Grosszügigkeit, die inspiriert mich bis heute, zum selber grosszügig zu sein. Und es geht nicht immer um viel, sondern ganz wenig kann einen Unterschied machen. Ich möchte euch erzählen von einer Aktion, die heißt «Eine Handvoll Reis». Ist in Mizoram, das ist ein Staat in Nordostindien. Das sind Stammesleute, eine der einfachsten und ärmsten Gegenden von Indien, wo einfache Frauen angefangen haben, jedes Mal, wenn sie kochen, eine Handvoll Reis in einem Kübel zu tun, auf die Seite zu legen, wo sie später dann in die Kille gebracht haben und wo so Reis zusammengekommen ist, wo die Kille verkaufen konnte und wo sie so damit Ressourcen schaffen für Gottes Reich. Aus dieser einfachen anfänglichen Bewegung von der Grosszügigkeit entstanden in diesem Staat, wo immer mehr Menschen angesteckt hat, auch teilweise sogar Firmen, wo so weit gegangen ist, dass alle irgendwo mitgemacht haben und sie dazu bewogen hat, auch andere Sachen zu geben. Wertvollere Sachen als jetzt vielleicht eine Handvoll Reis. Wobei schon eine Handvoll Reis etwas Essentielles für die Leute dort ist, weil es ihr Grundnahrungsmittel ist.
Die Auswirkungen von dieser Bewegungen, die sind gross bis heute. Heute sind fast 90% der Menschen in diesem Staat Christen. Es hat Kirchen dort, die insgesamt über 1800 Missionare unterstützen. Und in diesem Staat wird die Kultur der Grosszügigkeit gelebt, in einem der ärmsten Ecken dieser Welt. Kleine Sachen können grosse Auswirkungen haben. Was wir geben, es kommt nicht darauf an, wie viel das es ist. Ein paar Beispiele, was du könntest sagen. Mit ca. 150 Franken entsprechen dem, was in vielen Ländern ein Großteil der Bevölkerung pro Monat zur Verfügung hat. Über 840 Millionen Menschen auf dieser Welt müssen sich mit weniger als 2 Franken pro Tag begnügen. Du kannst mit mega wenig für die einen Unterschied machen. Mit 45 Franken pro Monat kannst du einem Kind in einem fremden Land Hoffnung und Zukunft ermöglichen. Über so Sponsorships wie Compassion oder World Vision. Mit ca. 180 Franken kannst du in Winterthur im Stadtzentrum von der Hoffnung, im Town Village, 1 Quadratmeter ermöglichen. Jede 10. Franken, wo bei uns reinkommt, eine GVC geht in unterschiedliche Missionsprojekte oder Stiftungen. Wir haben letztes Jahr über 50'000 Franken können weitergeben an verschiedene so Projekte oder Stiftungen. Und wir geben bewusst eher an wenige, dafür dort grössere Beträge, weil das mit wirklich einen Unterschied machen kann dort. Du bewirkst mit jedem Franken, wo du in die Kirche gibst, Reich Gottes. Dass Menschen können Zukunft, Hoffnung, Glauben finden. Mit 5 Franken kannst du jemandem einen Kaffee zahlen und bewirkst Freude und vielleicht sogar ein gutes Gespräch. Das ist das, was wir im Kaffee-Giveaway machen. Kaffee, Gipfeli, wir verteilen es einfach und es entstehen enorm gute Gespräche damit. Es ist eigentlich mega einfach. An dieser Stelle im 2. Korinther heißt es auch, wer viel sät, der wird auch viel ernten. Wer viel sät, hat die Möglichkeit zum viel ernten. Wer wenig sät, der wird nie können viel ernten. Das ist das, was jeder Bauer weiß, aber auch jeder Investor weiß. Wer nur spärlich gibt, dem sein Gewinn wird auch nur sehr spärlich sein. Und vielleicht auch gerade, wenn du zu denen gehörst, die viel haben, dann soll dich das, oder dann hoffe ich, dass dich das ein Stück weit herausfordert, um dir auch strategisch zu überlegen, was möchtest du bewirken mit dem, was du hast? Was möchtest du vielleicht Ende Jahr können sagen, hast du können bewirken? Da gibt es so viele coole Möglichkeiten. Mich inspirieren Menschen wie zum Beispiel Bill Gates, die Milliarden investieren, um Krankheiten wie Kinderlähmung auf dieser Welt ein Ende zu bereiten. Die strategisch in das hineingehen. Ich meine, das macht Spaß. Und klar, der hat enorm viel, aber der gibt im Fall auch enorm viel. Der gibt die Hälfte von dem, was er hat, mindestens. Aber das macht doch Freude, wenn du mit dem, was du hast, etwas kannst bewirken, einen Unterschied kannst machen. Jetzt ist es so, dass es in der Theorie immer so spannend tönt und dann in der Praxis gibt es so Stolpersteine, die es uns schwer machen. Vielleicht gerade für Menschen mit wenig Finanzen oder mit wenig Besitz, die sagen, hey, das ist eine schöne Theorie und ist lässig, aber hey, bei uns daheim ist es so knapp, ich kann mir das nicht leisten, grosszügig sein. Und ich glaube, Gott möchte keinesfalls, dass Menschen verarmen, weil sie so viel weggehen, wo sie eigentlich selber gebraucht hätten, dass sie nachher nicht mehr richtig leben können. Wir sollen gute Verwalter sein und das bedeutet verantwortungsvoll umgehen mit dem, was wir haben. Aber Grosszügigkeit bezieht sich auch nicht einfach nur auf Geld und Besitz. Grosszügigkeit ist eine Herzenshaltung. Und es gibt ganz viele verschiedene Arten und Weisen, wie sich Grosszügigkeit auswirken kann. Vielleicht hast du Zeit, wo du anderen zur Verfügung stellen kannst. Wo du ein offenes Ohr haben für andere. Vielleicht hast du eine helfende Hand, wo du anderen helfen kannst. Mit den Begabungen und Fähigkeiten, die du hast. Vielleicht kannst du Grosszügigkeit leben mit deinen Worten, indem du andere Menschen ermutigst. Bei Grosszügigkeit geht es nicht einfach nur um den Betrag, wo wir irgendwie geben, sondern nach dem Herz. Wer grosszügig sein möchte, der wird immer einen Weg finden, zum grosszügig zu sein. Aber
im Umkehrschluss ist auch, wer immer wieder sagt, hey, jetzt ist es einfach noch nicht dran zum grosszügig sein, wenn denn das und das und das ist, dann fange ich an grosszügig zu sein, der wird, auch wenn die Bedingung erfüllt ist, immer noch einen Grund haben, mindestens einen, um eben immer noch nicht grosszügig zu sein, um immer noch weiter abzuwarten. Das ist der Punkt, oder? Grosszügigkeit kostet uns natürlich auch immer etwas. Egal wie viel oder wie wenig das du hast. Aber die Bibel lehrt uns schon im Kleinen anfangen, treu zu sein mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und das zu üben, weil es eben ein Trainingsfeld ist. Ich mag mich erinnern, wo ich meinen ersten Lohn bekommen habe in der Lehre. Und die Frage war, ja, fange ich jetzt wirklich schon an, den Zehntel davon in die Kirche zu geben oder nicht? Und ich bin so froh, habe ich dort auf gute Stimmen gehört, die mir gesagt haben, hey, fang jetzt an, weil je mehr das du verdienst, desto schwieriger wird es dir fallen, zum Anfangen zu geben. Und je früher dass du anfängst und je weniger du anfängst, desto einfacher wird es dir fallen, wenn du später mehr hast, um immer noch zu geben. Darum lohnt es sich also, wenn man mit Kind schon früher anfängt, über Grosszügigkeit zu reden. Sie Grosszügigkeit lernen. Weil je früher dass sie das lernen, je früher dass sie Freude an dem bekommen, desto einfacher wird es ihnen später fallen. Ein weiterer so ein Stolperstein kann sein, dass man aus der falschen Motivation rausgeht. Die Bibel macht im Zusammenhang mit Verwalterschaft und Grosszügigkeit Aussagen, die oft dazu geführt haben, dass Menschen angefangen haben, aus einer falschen Motivation heraus grosszügig zu sein. Eine so eine Stelle ist Lukas 6,38, wo es heißt: Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Und ja, das stimmt, oder? Es gibt ganz viele Storys von Menschen, die das genauso erlebt haben. Und es ist eine Tatsache in dem umgekehrten Königreich von Gott, dass das passiert. Und das hat teilweise dazu geführt, dass Menschen angefangen haben, nicht zu geben, weil sie etwas bewirken wollten, sondern gegeben haben, weil sie eigentlich einfach mehr bekommen wollten. Weil sie aus ihrem eigenen Interesse eigentlich gehandelt haben. Aber ich glaube, wenn wir so denken, dann haben wir Gott falsch verstanden. Gott möchte uns nicht eine Vision geben, zum Überkommen, sondern er möchte, dass wir Freude bekommen am Geben. Der Robert Morris hat gesagt, God doesn't want us to catch the vision of getting. He wants us to catch the vision of giving. Und das sehen wir in der Bibel, dass Gott einem guten Verwalter gern noch mehr anvertraut. Sogar noch viel mehr. Aber es geht ihm dabei nicht in erster Linie einfach um eine Belohnung oder dass du endlich auch reich bist oder in dem Sinn mehr hast, sondern es geht darum, dass wir weiterhin in seinem Sinn handeln können. So ein Zitat, das ich darauf gestoßen bin in der Vorbereitung, ist: Geben ist gut. Und Gott gibt uns oft zurück, so dass wir nochmal geben können. Dass wir weiter geben können. Unsere Grosszügigkeit ist oft auch ein Spiegel von unserem Herz. Und glauben wir, Gott möchte nicht dein Geld. Er ist nicht darauf angewiesen. Er kommt ohne aus. Aber was Gott möchte, ist in erster Linie dein Herz. Und um dein Herz zu gewinnen, hat er alles zu geben. Jesus ist bis in den Tod gegangen, um dein Herz zu gewinnen. Er hat alles angegeben, alles hingegeben. Und ich glaube, der Kampf um unser Herz und um unsere Nachfolge, die entscheidet sich sehr oft auch an der Frage, wie wir mit unserem Besitz und mit unseren Finanzen umgehen. Wie fest das unser Herz daran hängt. Weil Jesus hat gewusst, dort wo unser Schatz ist, dort ist auch unser Herz. Und es gibt die irritierende Geschichte in der Bibel von einer Frau, wo Jesus mit einem extrem kostbaren Öl die Füße gesalbt hat. Vielleicht haben wir die auch schon gelesen. Und wir lesen die Reaktion vom Judas darauf, der sagt, hey, das ist doch Verschwendung. Viel gescheiter hätte sie das Geld gegeben, hätte sie das Öl gegeben und wir hätten es für 300 Silberstücke verkaufen und das Geld den Armen geben. Und wenn man so rein einfach logisch überlegt, dann macht das durchaus Sinn. Und wir sagen, ja, eigentlich wäre das noch eine gute Idee gewesen und wir sind mit dem Judas. Aber was uns die Geschichte zeigt, ist etwas anderes. Sie zeigt uns das Herz von dieser Frau. Es ist voll und ganz bei Jesus gewesen.
Sie hat nichts zurückheben. Sie hat ihm alles gegeben. Ihres vielleicht Kostbarste, was sie hatte in diesem Moment. Und vielleicht ist es auch heute für uns dran, um unser Herz einfach mal zu prüfen und uns zu fragen, hey, wo fließen unsere Ressourcen hin? Deine Zeit, wofür setzt du sie ein? Nebst all diesen Sachen, die nicht verhandelbar sind. Aber für was geht deine Freizeit drauf? Deine Gedanken. Was beschäftigt dich gedanklich? An was denkst du am meisten um? Und dann für uns Schweizer der ultimative Test, unser Geld. Wohin fließt dein Geld? Die Chance ist gross, dass dort, was hinfließt, eigentlich dein Schatz ist. Und vielleicht merkst du, dass dein Herz nicht unbedingt ganz da ist, was du eigentlich gern hättest. Dann ist vielleicht heute der Zeitpunkt da, zum Anfangen korrigierend eingreifen. Und dich Egoismus an der Grosszügigkeit hindert, hey, dann fang dir an zu überlegen, wo du könntest anfangen, bewusst Grosszügigkeit zu sein, was ein Schritt wäre, wo du kannst gehen, wo du schaffst, wo du grosszügiger könntest sein. Grosszügigkeit ist auch wie ein Muskel. Es muss trainiert werden. Wenn du mal angefangen hast, grosszügig zu sein, wird es dir weniger schwierig fallen bei der nächsten Gelegenheit. Und Grosszügigkeit ist eine unglaublich schöne Sache. Du kannst das entdecken, wenn du anfängst, dich dort zu beteiligen. Es ist eine Reich Gotteskultur, die das Potenzial hat, die ganze Welt zu verändern. Dort, wo Grosszügigkeit gelebt wird, ich kann euch sagen, dort blühen Menschen auf, dort blühen Gesellschaften auf. Und die Bibel sagt, dort, wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Und das geht im Fall auch umgekehrt. Und das ist so eine Möglichkeit, wie man kann korrigierend eingreifen kann. Fang an, dort hinzugeben, wo du eigentlich gern dein Herz hättest. Wenn du merkst, dass es nicht dort ist, wo du eigentlich möchtest. Dann fang an, bewusst deine Zeit, dein Geld, deine Energie in das zu investieren, wo du eigentlich möchtest, dass dein Herz ist. Und manchmal muss man in dem Sinne auch ein bisschen radikal sein. Einen Schritt machen, der einem etwas kostet. Manchmal ist das nötig, um freier zu werden. Und Jesus ist gekommen, oder? Um dich und mich frei zu machen. Für das hat er sein Leben angegeben. Das ist der Unterschied zu allen anderen Schätzen. Alle anderen Schätze werden im Endeffekt von dir nur fordern. Erfolg fordert immer mehr von dir, dass du erfolgreich bleibst. Besitz ist nie genug. Es fordert immer mehr. Noch mehr und mehr und mehr. Jesus ist der einzige Schatz, der nicht fordert, sondern der sich bereits vollständig für dich angegeben hat. Der nichts zurückgegeben hat, damit du ihn erreichen kannst, damit du mit Jesus eine Beziehung kannst haben, ist er bereit gewesen, alles anzugeben. Und das ist die Grosszügigkeit, die die Grundlage ist, dass auch wir grosszügig sein können. Ich möchte beten, ich bitte euch zum Aufstehen für das. Jesus, ich danke dir für deine Grosszügigkeit zu uns. Dass du alles angegeben hast, damit wir dich kennen können, dass wir mit dir unterwegs sein können. Und Jesus, wir heben dir unsere Herzen an und du siehst, wo das manchmal vielleicht der Mama und das Geld zu fest an unserem Herz zieht, wo es uns zu wichtig ist, der Besitz und das, was wir haben und wo es uns schwerfällt, zum grosszügig zu sein. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du dort reingehst, dass du unsere Herzen berührst. Dass du dort, wo in der Bibel steht, manchmal steinerne Herzen rum sind, dass du neue, lebendige Herzen einpflanzen kannst. Jesus, ich bitte dich, dass wir Freude bekommen an der Grosszügigkeit. Freude an dem, dass wir etwas bewirken dürfen. Freude, dass wir mit dem, was du uns gegeben hast, können in deinem Sinn handeln. Dass du uns Möglichkeiten gegeben hast, dass du uns Potenzial gegeben hast. Dass wir in der Schweiz leben, wo es uns so gut geht, wo wir so viel haben. Schenke uns Weisheit, zum gute Verwalter zu sein. Und lass uns Grosszügigkeit immer wieder trainieren, dass wir Stück für Stück grosszügigere Menschen werden und dass wir eine Kultur von der Grosszügigkeit leben dürfen, auch hier in der GVC Zürich Oberland. Amen.